Willkommen zurück bei diesem kleinen FIFA Let's Play mit mir im Silverlight. Und wie ihr seht, geht es eigentlich gerade ins nächste Spiel. Die einzige Änderung ist jetzt bei diesem Team, dass ich den Gündogan gewechselt habe, den ich ja neu gekauft habe. Für 2000 Münzen, 4 Sterne Skills, 84 Tempo, 85 Dribbling, also der ist nicht schlecht. Ne? Ja, sonst ist eigentlich alles gleich geblieben, glaube ich. Auch Basi ist da. Ja, starten wir mal. Also, sind wir am Gegner suchen. Und suchen. Da ist es dann leider länger gegangen, bis ich einen gefunden habe. Mit dem habe ich dann geschnitten, da sieht man ihn, der Gegner. FCD heisst er. Und da ist auch sein Team. Mit dem Beckham im ZDM. Und dem Oxlade Chamberlain. Und dem Giroud im Sturm, also ein englisches Liga-Team. Nicht wahnsinnig Besonderes, aber egal. Starten wir da mal ins Matchli. Natürlich fangen wir an mit dem Skill, aber das zählt jetzt nicht. Lamela mit der ersten Szene. Aber er verliert den Ball, er hat ihn wieder, passend zum Arnautovic. Er schießt, aber das ist leider nur ein Schüssel geworden. Gute Möglichkeit und es hat noch mehr Eckball gegeben, die er nicht gebracht hat. Nächste Chance über den Lamela eingelegt, also ja. Er rennt über den Flügel und hängt den Gegner ab. Was macht er? Er rennt und rennt. Und jetzt leider der verunglückte Job. Dann hat der Gegner da ein bisschen skillen. Eigene Hälfte. Schlau, ja. Und ja. Dann der Gegner im Angriff über den Zamora. Ja, was macht er da? Tablet sich rein. Und jetzt, aber zum Glück unser Goalie hat mal etwas Gutes gemacht. Nächster Angriff vom Gegner, Giroud, da haben wir blöd reingerutscht, da habe ich mich auch selber aufgeregt. Er rennt, was macht er? Und er versucht zu zu spielen, aber gegen uns nicht so leicht. Habe ich das sogar geahnt, und jetzt ist eine Konterchance. Was machen wir? Machen wir es? Über Arnautovic. Ja, Bärbaspin, schießt, abgefälscht und was ist denn das bitte? Also, nächster Angriff Elia zum Gündogan, der neue Spieler, der jetzt da kämpft und sich der Ball hat. Er schießt bei der aber und was ihm geht, gibt es gleich noch das Goal vom Erik Lamela. Gut aufpassen von ihm, ist ein bisschen Glücksgoal gewesen, muss ich sagen. Ja, aber ich habe es gerne genommen, oder? Jedenfalls der Gegner da noch gerade im Gegenversuch, aber wir haben den Ball schnell weggenommen. Elia fräst über die linke Seite. Roulette aber leider zu früh eingesetzt. Und dann, was ist denn das? Fast Baueroberung von uns. Der Gegner, ja, wieso? Dann erobert sich der Gegner jedenfalls da den Ball und hat da freie Bahn für einen Kabay. Unser Goalie kommt raus und hat ihn zum Glück. Also, wehrt ab. Flanke ist dann relativ harmlos. Jetzt ist noch Pause. Und ja, es steht 1 unter mir, ein rechter Glückstreffer. Ja, kommt zu als Statistik, ja, ich würde schon sagen, einmal mehr verdient, als wenn der Gegner jetzt 1 noch vorne. Das hat man ja an den Stats gesehen. Der Double Run, wieder mal, ich finde es immer herzig, wenn sie so etwas versuchen. Leider in dem Fall gibt es noch das Foul sogar für ihn, das ist echt, naja. Dass er mit so etwas das Foul rausholt, ist ein bisschen unbegreiflich. Beckham schießt und nein, das war nicht schlecht von ihm. Aber gleich, das ist irgendwie blöd. He? Da hat er 1-1 geschossen, schöner Freistoß. Wobei, ich wollte jetzt nicht wissen, wie viel der Beckham hat, auch schon über 90. Aber jedenfalls immer wieder schönes Freistoß-Goal. Also, wenn man es bekommt, auch nicht, aber ja, schön zum Anschauen. Nächster Angriff, Basi. Er kommt durch und schießt und da ist gerade sofort wieder die Führung für uns. 55. Minute. Passt zu ihm und er schießt er da am Goalie einfach vorbei. Ganz eiskalt. Was macht der Gegner wieder einen Double Run? Oder? Ja, das macht er noch übersteigen und wir folgen ihn wieder. Aber ich glaube, das Mal ist die Entfernung doch zu gross, ne, zum Schießen. Jedenfalls macht er es da ein bisschen ähnlich. Geht, aber wir blocken ab. Wieder er und wieder Baueroberung von uns. Dann Gündogan, jetzt ist eine gute Kontergelegenheit. Ah, schlechter Pass. Moment, der Elia.
Mit dem McGeady. Oh, das ist ein Golasso. Habt ihr das gesehen, was für ein Skill das war? Uiuiui. Das ist extra klasse. Elia mit dem GT, mit dem Scoop-Turn aus dem Lauf, also wirklich zwei grusig auseinandergenommen. Der Goalie hat dann keine Chance mehr gehabt. Wunderschönes Goal von ihm, mit dem Skill. Ja, Scoop-Turn aus dem Lauf, epic. Ne? Oh, Basi macht gerade weiter Druck, rennt einfach ein bisschen nubig rüber. Aber was soll's, er bleibt im Ball, passt rein. Und da ist nächstes Goal, da geht's ja Schlag auf Schlag. 2 Minuten später, 4-1 für uns. Der Gegner, ich weiß auch nicht, hat ja auch aufgegeben. Jedenfalls hat er dann gleich einen Freistoß wieder. Nein, uff, das Mal war es ein relativ schwacher Schuss gewesen. Und dann haben wir wieder eine Konterchance, aber schaffen es nicht gleich. Der Gegner im nächsten Angriff, schliesslich will er ja noch, also er glaubt ja noch dran. Er schießt oder doch nicht, der hat flanken, wir haben den Ball. Und Basi mit dem Feldpass, wieder ein Feldpass. Aber dann haben wir gleich zum Glück Einwurf. Und na toll, wir verlieren gerade wieder, das ist irgendwie gar nicht gut. Und na, da haben wir nicht keine Chance mehr gehabt. Leider. Das 2:4 ist Aussicht vom Gegner. Vom Zamora. Ja. Weiter geht's mit dem Gündogan. Was macht er? Er ja, spielt nochmal vor, sag ich jetzt mal. Wo Basi Job vorbei. Pass rein, der muss. Nein. Sehr schade. Dann noch der Basi mit dem Knaller geht nochmal alles. Nicht schlecht. Kein schlechtes Spiel von ihm. Pjanic mit der Ecke. Und der war ja auch recht knapp gewesen, Kopfball. Von wem haben wir es nicht gesehen. Jedenfalls, ja, ihr seht, wir haben nicht nur eingemauert. Da der nächste Angriff gerade über wieder eine Basi, also ein super Spiel von ihm. Zum Arnautovic, aber näher habe ich ein bisschen zu überhastet. Wäre ein super schönes Goal gewesen, aber ja, dass der eine wäre gegangen, habe ich selber nicht gemacht. Dann, ja, Ecke verkackt, kommt die Chance für den Gegner. Und dann ist er vorbei mit dem Ende und da haben wir uns amateurhaft angestellt, kann er ganz locker runterpassen. Zamora, ja, der rennt da rein, Tablet wieder. Aber ihr seht schon, wir sind recht vorsichtig. Aber es ist dann vielleicht zu vorsichtig. Jedenfalls hat er dann fast noch ein Goal geschossen, aber es ist zum Glück Offside. Lamela auf den Flügel. Und es gibt Tabel gegeben, wir jedenfalls mit dem glücklichen Ballgewinn. Und da haben wir dann nur noch Sachen entschieden haben. 5:3 für uns. Das ist die 90. Minute, das war eine Entscheidung gewesen. Hoffe ich, wir wollen ja nicht wieder das gleiche wie vorher erleben. Ja, der Gegner, wir kennen es, gerade nach dem Anspiel, was er macht. Double Run. Ja, für die ist es auch ein Skill, wenn sie das machen. Jedenfalls ist dann der Schuss sein letztes Lebenszeichen gewesen. Und dann hat er verloren. Ja, das wäre die zweite Folge gewesen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, 5:3 hat es geendet. Tschüss und bis zum nächsten Part. Seid eure Silverlight. Und ja, da sieht man jetzt noch gerade Stats, glaube ich. Ja, tschüss und so. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.